Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Nachdem wir jetzt in der letzten Episode erfahren haben, dass da etwas im Wasser ist, there's something in the water. Ja, was ziemlich wahnsinnig macht, Schau dich nur um. Die ganze Stadt steht auf dieser Höhle. Sieht ist nicht ach, sicher aus, oder? Lass ich untertrieben. Wir müssen nach unten kommen. ist ach das Geheimnis um die Djinn gelöst. Tja, natürlich wollen die an das Mittel dran. Marlow und Talbot, die haben ja schon so Gas, was ziemlich wahnsinnig macht, was mich ein bisschen ans Scarecrow aus The Dark, ne, nicht The Dark Knight, sondern Batman Begins erinnert. Bist du bereit? Dann mal los. Ja, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an The Dark Knight mit Scarecrow und seinem Halluzinogen. Das könnte sein, dass die ach sowas machen wollen und dann Furcht und Schrecke verbreiten wollen. Klar, für Terroristen ist das natürlich eine wunderbare Waffe. So kriegen sie das Wasser an die Oberfläche. Oh Himmel, sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Mhm. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Lassen mich rote, wenn wir Uncharted 3 beenden, stürzt das alles ein, wir zerstören wohl wieder Stadt, Antike, wunderbare. Naja, natürlich. Wie immer. Und nichts ist dokumentiert. Nicht nur Handy, Kamera, Bilder gemacht. Wie man das so kennt. Und wieder typisch Uncharted. Hauptsache die großen Monumente und Schätze vernichtet, nachdem man sie einmal gesehen hat. Dass das immer in solche Abenteuerfilme und Spiele so sein muss. Goldene Hethiter-Göttin. Ja, hier ist tatsächlich alles Orientalische irgendwie vertreten. Hätte mich ja wundern, wenn wir auch noch was Ägyptisches finden würden. Ach ja. Wahrscheinlich auch was Judäisches. Das mich auch nicht interessiere. Das mich auch nicht interessiere. Das mich auch nicht wundere, natürlich nicht interessiere. Was Judäisches wäre natürlich auch nicht schlecht hier im Schatzspektrum. Ring des Salomo vielleicht noch. Oh, cool. Ist runter. Wir sind hier jetzt im Haus Slytherin gelandet. Ach ja. Okay, wo ist der Professor Snape? Das sind... nee, okay, eine Pegasus-Darstellung, okay. Und wo sind die Typen? Sind die ohne oder was? Typen sind ohne, glaube ich zumindest. Aber wir werden sie schon früh genug sehen, denke ich. Ah ja, da sind sie. Da sind sie schon. Die Studenten vom Haus Slytherin, da sind sie schon. Oh. Sully, ich will dich nicht erschießen dabei. So. Wie auch immer jetzt der Sully da runtergekommen ist. Augen offen halten, Sully. Okay, aber wenigstens ist der Sully nicht tot. Das ist doch schon mal ein großer Gewinn. Jetzt nehmen wir mal zur Abwechslung die Gemal. Hallo Kerl. Du dämlicher Rotmützelf. Sully, wie wär's mit ein bisschen Hilfe? Zack. So. Okay. Da sind wieder welche. Okay. Das machen wir jetzt von der Deckung aus. Da sehe ich leider nichts. Okay, Paramunition haben wir 8 gefunden. Huch, was war denn das jetzt? Lustiges. Lustiges auf die Schniss. Der zieht voll auf meinen Kopf. Balltreffer. Das ist also der Schrumpfkopf. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, wer der Schrumpfkopf hier im Bunde ist. Der da hinten ist der Schrumpfkopf. Und da ist wieder der Rotmützelf. Hopp. Batsch. Oh. Fort hier. So. So wird das gemacht. Da ist der Schrumpfkopf. Spreche Sie lauter. Klingt so, als hätte sie eine Art Schrumpfkopf auf ihrem Torso. Und in den habe ich da jetzt reingeschossen, du Drecksack. So. Endlich haben wir den erwischt. Die Rache des Schrumpfkopfs. Ah, mit einer Tau-Präzisionspistole hat er geschossen. Okay, erklärt einiges. Hallo. Muntere Handlanger. Ich nenne sie jetzt einfach mal die Merry Men.
Die sind nämlich ähnlich wie Robin Hoods Gefolgsleute. Ach, so fröhliche Gesellen. Das sind eindeutig hier die Merry Men. Was war das jetzt? Ah ja, die M9. Okay, alles sicher. Hier runter. Jo. Sofort. Aber erstmal an dem Drogewasser vorbei. Okay, nix verpasst. Dann folgen wir doch mal um Drogewasser. Moment, das scheint die richtige Richtung zu sein. Sieht jetzt nur drüber aus. Okay, hier ist auch nicht noch irgendein Schatz oder so gebunkert. Okay. So. Verdammt, soll ihr noch mehr besuchen? Ah, und jetzt auch noch die Kongo-Jack-Musik dazu. Aiaia, Coco Django, aiaie. Hallo. Hallo, du Merry Man. So. So, da kommt schon der Bruder Tuck. Das war's dann mit dir. Oh. Du schießt nochmal irgendjemand mit Laser. Visier. Das ist der lustige Geselle. Okay, der hat mich jetzt auch niedergemacht. Ich mag das nicht. So. Ja, runter. Die. Ach so, das ist der Kerl. Okay. Das ist der mit dem Mosshammer. Aber der mit dem Mosshammer ist jetzt auch kaputt. Das kann ich mich hier wieder ein bisschen regenerieren. Und mich dann wieder mit dem Merry Man lecker. So. Fröhliche Bande. Zack. Sehr schön. Okay, da wieder nur Schrotflinter. Da die Gemal, die leichen wir jetzt mal kurz aus. Nee, das war kein Schatz. Okay. Hey, 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 hey. Noch ganz locker. Noch ganz lächer, Kumpel. So. Gut. Hey, 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 hey. Wo kam denn das jetzt wieder her? Was ist das für eine neue Teufelei? Ist das optional hier, das Gebiet? Oh. Gut. Relativ optional. Hallo. Hallo. In Deckung gehen. Kotzen gehen. Viel Spaß damit. Okay. Das hat zumindest für die zwei gereicht. Ah ne, du gehst tatsächlich rum. Das scheint ja schon wirklich der richtige Weg zu sein. Da will ich aber auch nochmal hier gucken, was es da noch so Nettes gibt. Okay, hier gibt es wahrscheinlich wirklich nichts außer Blut und Tränen. T-Bolt Sniper. Verlockend. 5. Ach, da ist noch so einer. So. Gut. Nehme ich das Ding mal mit. Ne, Moment. Ich will Scharfschütze-Gewehr haben. Das kann nämlich schon ordentlich was ausrichten, das Ding. Okay, die Para habe ich noch mit voller Munition. Sehr gut. Dann mag ich da nochmal reinschielen, ob hier noch irgendwas Interessantes für uns an Schätzel wäre. Nix. Okay, kein Schätzel oder so versteckt. Dann können wir jetzt in die Grotterei gehen hier. Oh, nett. Das Ding stürzt zumindest mal nicht gleich ein. Zack. Ah, wieder dieser Rotmützelfen. Zack. Ein Kopfschuss und weg ist er. Okay, gleich mal das Magazin wechseln. Und jetzt? Ah ja, hier. Okay, du scheint mal richtig zu sein. Sully? Sully. Oder sind hier noch Gegner? Oh. Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Schön. Das behalte ich. Okay. Dann können wir jetzt aber weitergehen. Hilf mir mal, wir müssen hier durch. Na dann, drück und bump. Zack. Das geht mal schnell und locker auf. Nicht schlecht. Es darf auch mal einfach sein. Okay, da müssen wir höchstwahrscheinlich lang. Dann mag ich erst noch im optionalen Gebiet
gucke, ob da nicht irgendwo noch was versteckt ist für uns. Sieht nicht so aus. Okay. Dann geht es jetzt wohl durch, wo wirklich die Action abgeht, dort drüber. Ja, und die Wahnsinnige, die wollen wirklich ins Wasser steigen. Hoffentlich kriegen sie genug von ihrem kostbaren Wasser ab, was sie haben wollen. Und werden mal eine Runde wahnsinnig. Das schreit doch noch Arena wieder, oder? So viele Möglichkeiten hier in Deckung zu gehen. Vorsicht! Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Und so stelle ich gesagt, Granat schmeißen, ne? Müssen Sache mal ein bisschen umständlich machen. Verdammt, wo ist er? Oh Mann! Als wieder der dappische Grinsebert. Na toll! Voll ins Drogewasserei. Oh, da ist der salomonische Topf, der Ginne-Topf. So geht's natürlich ab. Marlo, wir müssen weg. Schnell! Einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht, auf die ziemlich direkte Art. Sag mir, dass du kein Wasser geschluckt hast. Ich glaube nicht. Okay. Verdammt. Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Wir müssen weg. Das war wohl ein tragendes Gebäude. Hier stürzt gleich alles ab. Ich wusste doch, dass das hier eine Arena noch wird. Was soll das? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Aber ganz bestimmt. Okay. Ja. Da aber ist noch so einer. Okay, ich glaube, das war's erstmal hier mit der, ne? Zurück! Und. Wow, fuck. Schnell in Deckung. Oh, leck, dann habe ich nicht getroffen. Gott, jetzt aber. Ich mach mal so fertig. Aua! Okay. Gut. Dann. Sully kümmert sich um den Knabe gerade. Aber mal die M9, ja, die M9 wieder. Lauf weiter! Hier war noch was, jawohl. Ach du Scheiße. Natürlich, wie ich mir's gedacht habe, alles bricht mal wieder zusammen. Sully, hier lang! Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe! Ja, Sully, wie wär's? So. Okay. Noch mehr, runter! Ja, immer dieser Rotmütz-Elf hier. Geht mir auf das Sack. So, da. So, wird was draus. Und weiter geht's. Okay, hier können wir hochkraxeln. Wir drüben, Sully! Aber jetzt. Wie kommen wir hier raus? Das ist die Frucht. Sully, wir müssen damit nach oben, okay? Hier wahrscheinlich, oder?
Okay, sehr schön. Und auf Anhieb gecheckt, wie es geht. Mal ein bisschen in die Eier geschossen. Sehr schön. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Wow! Alter, was hat denn der? Der Ultragranate-Raketewerfer oder was? Die Deluxe-Version hier. Alter Falter. So, und jetzt? Gucken wir blöd oder was? Na 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 na. Na 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 na. Kann man da nicht hoch? Nee. Dumm gelaufen geht so nicht. Dann müssen wir wohl doch dort hier. Und weiter hier hoch. Nee, das bringt uns alles nichts. Hallo? Nate? Nate? Dankeschön. Tja, jetzt sind wir hier und gucken blöd. Ah. Motor. Wenn man die Umgebung noch seht. Tschüssel. Herr Uff. Du Arschgeigel. Ich schieß da die Eier zu Brei, Alter. Ja, mach ich. Ich warte jetzt mal, bis sich das wieder beruhigt hat hier von meiner Gesundheit. Okay. Komm her, ich schieß dir Rühreier, du Scheißkerl. Ups. Das lief wohl nicht so gut wie gedacht. Oh ja, aber Rührei-Orakel hat sich erfüllt. Oh, wackelt aber ganz schön hier. Wackelt wie ein Kuhschwanz hier, das Kaff. Okay. Wunderbar. Hier kommen wir raus. Nehmen wir auch gern mit. Oh mein Gott, das wird implodieren. Schnell! Lauft, ihr Narren! Sie, Drake. Hätten sie mal lieber vorher geschossen, die Depper. Was die mal so zögerlich sind. Oh, da ist wohl jemand im Treibsand. Komm nicht hin. Komm schon, zieh dich hoch. Drake. Wirst Tja. du deinem Namen gerecht? Tu es. Dann bekommst du ihn wie Francis von Elizabeth. Beweise deine Größe. Ich muss nichts beweisen. Schnell, gib mir die Hand. Lass ihn nicht einfach sterben! Halt die Klappe. Nee, gib mir deine verdammte Hand. Probiert sogar noch die zu retten, die Altgewitterhex. Was machst du da? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Es bringt nichts. Verschwinde jetzt endlich. Festhalten. Steht nur Sachen würdige Tod für die. Nein! Tja. Und der Ring ist auch fort. Scheiße. Aber die hat so besser verdient, als so zu verrecken. Komm. Wieso kreischt der Nein? Hast du das ja geliebt, die verloren, oder was? Lauf. Muss der Anari Reichi Fraßsuche zum Flachlegen, Talbot. Beeil dich. Sully, wir müssen hier raus! Hier stürzt gerade alles ein! Jo, so sieht's aus. 3 verschissene Patronen. 3 verschissene Patronen ist auch nicht schlecht. Boah, aber jetzt raus hier. Uah. Natürlich mal wieder volle Wumme. Eine antike Stadt vernichtet. Und jetzt gehört sie der Wüste. Jetzt ist es kein Okay. Jetzt ist es auf jeden Fall kein Atlantis mehr. Wobei mit Atlantis hat es jetzt gemeinsam, dass es im Sand versauft, während Atlantis in der Flute ersoffen sein soll. Oh Gott. Ja, dann mach! Zack. Boah, kaum noch Zeit, um mir die Umgebung anzugucken, die übrigens sehr geil gemacht ist. Oh, fuck, jetzt aber. Schnell! Boah, Mann!
Oh, nee, da ist er wieder, der Sack. Bosskampf Marlow, sag ich, Bosskampf Talbot, oder? Oh, mit dem Messer. Okay, komm, dich mache ich fertig, du Grinsebert. Musst da Anari Reichi Frasore, die flach legen kannst, damit du wieder gesponsert wärst, du Loverboy. Mistkerl. Sehr gut. Man könnte auch den Rick Grimes Trick machen und ihm den Kehlkopf aufbeißen. Uah, scheiße. Uff, du Messerstecher. Mann. Das wird auch immer nur geringer. Au. Das hat er mich auch noch geschnitten, der Sack. So ein Widerling wie du darf mich nicht schneiden. Oder generell berühren. Eieieiei. Ich glaube, du hättest bestimmt eine Trophäe dafür gegeben, wenn ich den Kampf ohne Wunde überlebt hätte. Hopp, jetzt geht's auf der Washing. Aber so richtig die Schniss. Au. Du drecketer Messerstecher aus der hinterste Gasse von London. Talbot the Ripper. Drecketer Scheißkerl und Barava. Du mieser Dachdieb. Nix da. Okay. Sully hat ihn getroffen? Ja. Und... Scheiße. Wieder hoch. Natürlich noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube, das Sully überlebt aber nicht so lange im Messer-2-Kampf gegen den Typ. Nee. Aus der Szene Sully erschossen. Okay, das war wohl nicht so das Ende, wie es geplant ist. Also das waren ein paar Kuckle in die Brust. Das solltet ihr nicht überleben können. So. Oder war auch Zeit. Der spürt das schon irgendwie, wenn er da reingeht, denke ich. So, aber jetzt fort hier, Sully. Lass uns mal unser Knackersch hier rausschwingen. Lauf, Sully! Was ist denn los? Wir schaffen's nicht! Ah, Trophäe erhalten. Schatz gehoben. In einfach. Danke, Salim. Wow. Schneller! Los! Und jetzt versinkt er noch ganz im Sand. Ich kennt Heule. Ja, Laui. So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja, ein paar Artefakte sollte man mitnehmen aus sowas. Wenn man schon nicht dokumentiert. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss.
Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, tja, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey, Hi. Hast du was vor? vielleicht? Das tut mir echt leid mit dem Ring. Ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber Na kommt schon. Vertrau mir. was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Mehr oder weniger. So, ihr liebe Leute, es sieht so aus, als wär's das gewesen. Das war Let's Play Uncharted 3 Uff Pelzig. Ja, was bleibt man dann zum Schluss noch zur Sache? Es reiht sich natürlich wieder wunderbar in die Vorgängerei. Es ist genau in der Uncharted-Tradition geblieben. Charaktere gewohnt cool, gewohnt lässig, gewohnt locker, die Böse gewohnt gemein, grausam und widerwärtig und kriegen, was sie verdient haben. Es ist mal wieder riesengroßes, archäologisches und historisch wertvolles Monument, beziehungsweise sehr historisch und archäologisch wertvoll die Stadt vernichtet worden, wie man das so kennt. Und ohne Dokumentation, alles geht den Bach runter. Und nicht zu übernatürlich alles. Ein bisschen Übernatürliches ist zwar immer wieder mit dabei bei Uncharted, aber das Mal war es ganz cool, dass das Gefäß von Salomon nicht geöffnet worden ist, um zu gucken, was dort drin ist. Von daher sehr cool gelöst, war sehr cool gemacht, hat mir wieder sehr gut gefallen. Die Waffen waren wieder gewohnt geil, das Kampfsystem war sehr dynamisch, teilweise bin ich drauf verzweifelt. Aber alles in allem muss ich sagen, es sind Spiele, die Spaß machen. Die Uncharted-Spiele sind einfach Spiele, die richtig Bock machen und auf die man richtig Bock hat und die man auch gern durchspielen will. Ich habe jetzt seit heute Morgen seit heute Mittag um 1 habe ich einen Marathon gemacht und habe das jetzt in 4 Stunden durchgerissen. Jetzt haben wir kurz vor 5. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, das so durchzureißen. Und ich freue mich schon tierisch auf Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Dazu habe ich mal noch überhaupt nichts angeguckt. Ich habe mich selber nicht spoilern lassen, als es rauskam. Und ich werde es absolut blind dann spielen. Nicht so halb oder zu 90% blind wie bei 1 bis 3. Aber das wird mal so richtig absolutes blindes Let's Play für mich. Darauf freue ich mich schon wie Sau. Ich bin gespannt, was sich im Vergleich zu 1 bis 3 bei 4 geändert hat und was da noch kommt und was die Geschichte für uns bereithält. Yo! Ansonsten die Sache, ich mache an der Stelle hier mein End und wir sehen uns morgen dann, ihr liebe Leute, zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Da ist dann die Nathan Drake Collection jetzt endgültig fort. Und
ich mache dann weiter mit dem 4. als einzelnes Spiel, was ich mal schon runtergeladen habe und was nur drauf wart, gespielt zu werden. Ich freue mich extrem drauf und hoffe, wir gehen auch den Weg zusammen. Also machen's gut und bis morgen. Ich hoffe, es hat euch auch tierisch Spaß gemacht, das Let's Play, so wie mir es Spaß gemacht hat, das für euch zu spielen. Bis morgen dann zum 4. Teil. Ian Yankee.